Matthäus, Kapitel 11. Wo der Jesus fertig ist mit der Unterweisung von seinen 12 Jüngern, ist er von dort weg lehren und verkünden in ihren Städten. Aber der Johannes, der uns im Gefängnis von den Taten vom künftigen König gehört hat, lässt durch seine Jünger bei ihm fragen: «Bist du der kommen sollte, oder sollen wir auf einen anderen warten?» Und der Jesus gibt nicht zurück: «Geht dem Johannes erzählen, was er gesehen und gehört. Blinde sehen wieder und Lahme laufen um. Aussätzige werden gesund und Taube hören und Tote werden wieder lebendig. Und den Armen bringt man den guten Bericht. Und freuen soll sich, wer nicht störchelt wegen mir.» Wo die gegangen sind, fängt Jesus an, über den Johannes zu reden zu den Leuten. Was sind ihr in die Wüste gegangen anschauen? Ein Schilfrohr, das im Wind hin und her geht? Nein. Was sind ihr schauen? Ein Mann in prächtigen Gewändern? Nein, die prächtig angelegt sind, leben die Königsschlösser. Aber was sind ihr schauen? Ein Prophet? Ja, ich sage es euch, viel mehr als ein Prophet. Nämlich der, wo geschrieben steht über ihn: «Schau, ich schicke mein Boot vor dir her, wo dir deinen Weg parat macht.» Glaubt mir, es ist nie kein grösserer Mensch auftreten als der Johannes der Täufer. Aber der Kleinste der neuen Welt ist grösser als er. Seit dem Tag vom Johannes dem Täufer bis jetzt leidet die neue Welt unter der Gewalt und Verbrecher stellen sie euch. Alle Propheten nämlich und das Gesetz bis zum Johannes haben die neue Welt vorausgesagt. Und ob es gelten oder nicht, er ist der angekündigte Elias. Wer Ohren hat, soll hören. Mit wem soll ich die jetzige Generation vergleichen? Sie gleicht den Kind, die auf dem Meerplatz sitzen und den anderen zurufen: «Flöte gespielt haben wir für euch. Aber tanzen haben wir nicht. Ein Trauergesang haben wir angestimmt, aber traurig sind wir nicht gewesen.» Der Johannes ist ja gekommen, hat nicht gegessen, nicht getrunken, und sie sagen: «Der spinnt.» Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, und sie sagen: «Schau, der Fresser und Säufer, der Freund der Zöllner und von denen, die nicht recht tun.» Aber am Gott sein Plan zeigt sich an seinem Werk. Dann fängt er an schimpfen über die Städte, wo seine meisten Wunder geschehen sind, weil sie nicht umgedacht haben. «Wart nu, Chorazin, wart nu, Bethsaida, wenn die Wunder nicht bei euch geschehen wären, sondern in Tiros oder Zidon, die hätten schon lange in Sack und Asche umgedacht. Drum sage ich euch, der Tirer und der Sidoner geht's am Endgericht besser als euch. Und du, Kapharnaum, wirst doch nicht etwa bis in den Himmel hochgeklopft, in die tote Welt runtergehst. Weil wenn die Wunder, die bei dir geschehen sind, Sodom geschehen wären, so stehen sie heute noch. Darum sage ich euch, dass Sodomerland am Endgericht besser wegkommt als du.» Zu selber Zeit fängt Jesus an zu sagen: «Ich danke dir, Vater, Herr vom Himmel und von der Erde, dass du das versteckt hast vor den Gelehrten und Gescheiden und aufdeckt hast vor den Unverdorbenen. Ja, Vater, so hast du es wollen. Mein Vater hat mir alles übergeben. Niemand kennt seinen Sohn so gut wie der Vater, und sein Vater kennt niemand so gut wie der Sohn. Und der, wo ihm der Sohn den Vater zeigt. Kommt all zu mir, was das Gewissen druckt wegen der vielen religiösen Vorschriften. Ich nehme es euch ab. Nehmt mein Joch auf euch und lehret von mir, weil ich keine Gewalt anwende und ein gutes Herz habe, und findet Ruhe für eure Seele. Mein Joch schneidet ja nicht ein, und meine Last ist leicht.»